Okidoki, Freunde. Fire Emblem, Engage, was auch sonst, oder? Wir haben noch einiges zu tun hier, bevor wir uns das nächste Kapitel aufmachen. Ich guck mal, was anhand der FP und so lohnen würde bei ihm. Und 20%, also Linie finde ich generell eine Fähigkeit, die sich immer lohnen würde, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Natürlich Stärke, Behendigkeit, so eine Kombination-Ding. 1600 ist teuer. Verdammt teuer sogar. Treffer plus 15. Treffer plus 10 auf generell Kanter. Schaden minus 3. Dagegen Kampf oder mehr des Angriffs kontern. Vorteil finde ich halt eigentlich etwas, das immer noch sehr geil ist, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Um anzugreifen. Okay. Das war's in der Statuswerte. Sternkugel, Ich versuche mal den hier, komm. Klingt vielleicht doof, aber versuch's trotzdem mal. Louis. Louis. Vielleicht Treffer plus 10. Was wirklich nötig hat er es nicht. Deswegen erst einmal die FP noch ein bisschen sparen. Ich weiß nicht so recht. Leibspeise. Auch eh zu selten. Das war ein hohem Geschwindigkeitswert, Schwert Agilität. Du hast leider noch kein Schwert. Das könnte man ja vielleicht auch bald mal ändern. Gegen Einfrieren. Ja. Wäre vielleicht schon cool. Bei Treffer plus 15. Gib dir mal Treffer plus 15, komm. Mit gegenüber Schweigen ist eigentlich auch nicht verkehrt. Weil natürlich nur ein Gegner Schweigen bei ihr einsetzen würde, wenn ich dadurch Majors ausgerüstet hätte. Weil vorher, warum? Weil ohne ein Mage-Emblem kann sie ja keine Magie nutzen, genauso wie hier mit der Stabkunst. Stab verwendet. Ja, bin jetzt eigentlich auch nicht so der Mega-Fan davon. So, bei dir mit Roy, Schwerkraft. Sein Schwert verwendet, Vorrücken. Stärke plus 2, noch plus 2 dazu. Der Schwerkraft leidet. Ja. Der Schwerkraft ist ja bei Angriff, wa? Das wiederum kann immer noch ein bisschen besser werden. Leidet Anwendung ausweichen. Schwert verwendet. Oder vorrücken. Das Schwerkraft ist schon das Bessere. Bei ihr bringt es noch nichts, weil es noch gar nichts hat. Mit keinem von denen. Noch zu wenig. Und beim Rest gilt es genauso. Ich habe auch einen Tipp bekommen, ich soll Alchrist mit dem Edelgard-Ring ausrüsten. Was ich ganz cool finde, weil Alchrist eigentlich sonst ein Bogenschütze ist. Und natürlich dann auch mit anderen noch ein bisschen mehr Möglichkeit hätte. Sag jetzt mal.
Okay. Bandringe erstellen. Komm, mach mal ein paar Ringe von Roy. Die Dina. Müssen ja die Tochter von Hector sein, wa? Oh, Luffy hat schon Maximalring, krass. Leaf. Auch bei dir ein paar Ringe. Ich meine, ich kenne die Spiele nicht, wo er drin, also das Spiel, wo er drin ist, deswegen keine Ahnung, wer die sind. Oh, Arden noch ein paar Mal. Oh, sogar wirklich ein paar Mal. Aira, Lachesis 3-mal sogar erschaffen. Krass. Machen wir auch schon ein paar. Vor allem viele Tiki-Ringe. Bei Selika. Ja, komm. Wir gehen mal einen Ring von Alm. Ah, da ist er. Alm B. Alm B. Dann noch 2000 Punkte. Ich glaube, die restlichen Dinger nutze ich jetzt mal zum Verschmelzen auch noch. Bandfragmente kosten nur 100. Okay, das kann man machen. Glück plus Magie 1, okay. Verschmelzen ist aber nicht immer gleich teuer, wa? Ne, das kostet schon 1000. Arden, ja, von dem haben wir ein paar. Haben wir vorhin gesehen. Aira. Sie eigentlich noch die letzte, wa? Und ich hätte noch genug Punkte. Brauche ich sonst? Brauche ich sonst keins mehr, wa? Punkte. Das heißt, wir können bei Sylga eigentlich auch noch den Vorgang vornehmen. Sehr schön. War schon 10.000, ey. Alter Schwede. Ringe polieren. Lohnt sich überhaupt bei irgendwem? Ja, gehen ein bisschen mehr Dinger drauf, aber komm. Passt schon, passt schon. Puh. So, hätten wir das also auch. Lagerhaus, ne, Enzyklopädie. Ringe. Schau die Emblemringe an. Guckst du an. Guck dir die Ringe an. Was guckst du? Genau so. Dann gehen wir doch mal zurück auf die Sonnenhimmelkarte. Wir gehen in den zentralen Platz. Denn jetzt will ich eben mal gucken, wie sieht's aus? Können wir noch irgendwas Besonderes, was Geiles kaufen? Also ein bisschen Kohle müssen wir noch haben. Und nachher die Ringe zuweisen. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also erstmal alle Ringe mal wegnehmen und dann nochmal neu sortieren. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ah, scheiße, er hat die Karte gefunden, ne? Doof. Ja, habe ich. Pech gehabt, wa? Heilung, Erneuerung. Das Verbündeten halt. Ja, warum nicht? Die kann man durchaus machen. Heilung wird doch gerne langsam mal... Oh. Ich wollte sagen, Heilung braucht langsam nicht mehr dank Purgativ, aber sie hat sie gar nicht. Gab eine scheiß 2 Ziegel. Dann haben wir die auch noch. Also, nee, passt schon. So, guck mal, ich habe eine Silberkarte. Aber die wird alles günstiger. Wobei, ganz ehrlich,
Der kann gratis seine Waren vertickern, der könnte uns eigentlich alles gratis geben. Was ein Penner, ey. Eine Eisenklinge, Eisenschwert, dann irgendwie auch nichts Neues, wa? Noch nicht, vielleicht bin ich auch noch zu früh dran. Dass die andere keine Meistersiegel hat, aber 2 Siegel schon. Wann noch vom Vorhin? Boutique, ja, wie gesagt, Boutique interessiert momentan 0. Da werde ich dann später mal machen. Veredeln, gravieren. Ah, genau, hier aber auch noch die Banddinger. Mehr gewichtete, Liberation 2, Drachen. Das ist also plus 1, Dawn, dafür die Kraft runter. Irgendwas, was nur positiv ist, ich wollte gerade sagen, Holy. General Litchi, ja, super. Hey, ich dachte, das Spiel hieß Tracia 776 bei ihm, von Leaf. Egal. Da kann nichts drauf, komm, mach mal den von Marv, Anfänger. An schlecht. Das Schwert der Anfänger. Nein, natürlich nicht. Veredeln. Mal gucken. Wir haben schon ein paar Dinge hier gemacht mit Liberation. Wir können sogar den hier machen. Wir haben Stahl, Silber. Komm, ich muss das Teil noch weiter auf. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch irgendwie auch Silberwaffen. Ein stärker Silber geht eh nicht, also kann ich die auch mal ein bisschen boosten. Ich glaube, statt ihm das Silberteil, das lieber jemand anderem geben. Kann er noch was machen? Ich habe da unten gesehen. Also. Zu wenig Eisen, war. Das ist eine Art Drachentöter, was das sein soll, keine Ahnung. Kann Panzerbrecher noch was machen? Plus 3, plus 4. Erstmal den noch upgraden. Ja, da gehen die Waren, ihr wisst schon, ziemlich schnell runter. Ja, Eisen, wa? Plötzlich mangelt es an Eisen. Gut, ich muss ja zugeben, ich war gerade ein bisschen sehr, naja. Tauschen? Auch wenn ich jetzt Silber tausche gegen was? Ach so, warte mal. Ne, wenn ich Eisen gerne hätte, kann ich Stahl eintauschen oder Silber? Krass. Ich will mal ganz kurz gucken. Dann mache ich es aus dem Grund, weil wir bis jetzt noch gar nicht so viel davon gebraucht haben, Silber. Ja, aber Stahl war auch schon nicht mehr, geht schon nicht mehr so schnell, wa? Ich würde gerne gewisse Dinge halt doch noch upgraden. Das war hier ein Stahl. Gut, das kann natürlich auf den Silberbogen gehen. Kann er gar nicht, oder Langbogen. Nee, Silber fehlt hier noch. Hat wieder kein Stahl mehr, wa? Weil ich finde, ein Langbogen mit höherer Trefferquote ist schon cool. Ach, die Dinger hier. Ich meine, wir haben einen Hammer plus 2, ist ja schön. Ich kann einen Hammer plus 3 draus machen. Da power ich hier die Silberachs mal ein bisschen auf. Mehr Power. Wird das... Sagen wir, das ist ein Hammer draus oder so? Hammer ist ein bisschen schwierig zu entscheiden, wozu die Waffen nachher werden. Gut, das Teil ist klar. Das sind die Berittenen und das hier. Ist auf so einer Silberaxt so. Ja komm, Silber ist ja sowieso das Beste. Also von dem her. Also Silberwaffen sind ja die besten. Da ist einfach so, fertig. Kann ich den noch ein bisschen upgraden, aber ich glaube, ich gebe ihm dann nicht Louis, weil Louis sowieso ein bisschen overpowered. Ich könnte aber mal nach dem Rittertod ein bisschen upgraden.
Da muss ich künftig mal gucken, ja auch hier mit der Meißellanze, weil Meißeldinger sind schon geile Waffen. Und seien wir ehrlich, die wir doch gerne auch weiter in Verwendungen einfach hier verstauben lassen. Aber meist Achsen noch keine, wa? Also, durch Fähigkeiten schon oder durch Embleme, aber jetzt so nicht. Der Wind und so. Wind ein bisschen boosten. Ja, wobei sind ja Spezialwaffen, ne? Da muss ich nicht unbedingt was machen. Eher der Kart vielleicht. Und noch direkt die Eisendolche. Bis jetzt haben wir irgendwie auch nur die erste Stufe und zweite Stufe gehabt, wa? Mehr gibt's gar nicht. Also offenbar. So. Das soll soweit gewesen sein, Freunde. Zumindest hier mit dem Kaufen. Jetzt wird's richtig lustig. Und zwar... Erst einmal... lagern. Nee. Wobei, was passiert, wenn ich jetzt sage, alle lagern? Aber nur die Waffen, wa? Dann kriegt er ein Silberschwert, aber... Entweder schon Liberation habe. Warum denn ein Silberschwert? Gib doch lieber ein Silberschwert jemanden, der es vielleicht gebrauchen könnte. Denn, seien wir ehrlich, Freunde, Klassenwechsel, es wird langsam Zeit, sich hier Gedanken zu machen. Ich habe 3 Zweitsiegel, ich habe ein Meistersiegel. Ich kann relativ viel werden. Zurückstufen geht noch nicht, wa? Dafür muss ja das Maximum sein, das wäre Level 20 beim Drachenkind. Ich könnte bereits ein Würmgott werden. Wäre natürlich allein von den States her nicht allzu schlecht. Bei Louis was zu machen, auch mit 2 Ziegeln, so ist noch Quatsch. Als Würmgott können natürlich die Fäuste nutzen. Wir haben momentan keine Faustkämpfer. Und unsere Assistenten, nichts so ungut gegen die, aber, oder unsere Protektoren, wie auch immer, also Fram und der andere Typi. Der angehende Arzt, da vergiss ich den Namen. Die sind zwar schön und gut, aber sie machen nicht so viel Damage und heilen können uns andere Charaktere mittlerweile auch. Also warum soll ich die nehmen? Wenn ich sie nehme, kann sie auch einen Stab verwenden. Da gehe ich ein bisschen nach dem... Göttlicher Geist in Level 5 gelernt, ja, nach dem, was man sonst so lernen würde. Bei ihm ist das Problem, denke ich, gerade mit den Sidequests. Was machen da? Ich meine, wenn ich nachher mich auf Level 1... Eigentlich bin ich als Würmgott wieder Level 1. Heißt denn, die anderen Charaktere sind nachher wieder eine tiefere Stufe oder sind die dann auch weiterentwickelt? Ein Klassenwechsel, das ist so schwierig hier. Bei ihr. Ja, eben, sie kann Stäbe nutzen. Was also jetzt natürlich auch dank Celica auch kann, aber ist ein bisschen was anderes. Was bei Avenir? Wollen wir da eigentlich ein bisschen gucken? Warte mal, jetzt auch Lord. Thronerbe. Ah, ich kriege nachher die Axt dazu. Sehr gut, das gefällt mir. Sinneweise. Lanzenkämpfer haben wir schon alles. Genau, Scharfschütze. Gibt es denn berittene Schützen hier? Bogenritter. Nötige Level, Schütze Level 10, Meistersiegel und ich brauche Axt. Die kriegen nicht einfach so, wa? Also muss ich dafür jetzt eine Fertigkeit haben, mit der sie halt ja, ein Schwert nutzen könnte oder hier die Axt oder halt hier eine Lanze. Scharfschütze. Er ist defensiv noch ein bisschen besser. Sie hat halt mehr Power. Weil es nicht sehr viel ist. Nach einem Elite-Schütze, Scharfschütze. Achso. Hä? Elite-Schütze, Scharfschütze?
Moment mal. Die Fähigkeit Mond. Der Kampf kann so verlaufen, als ob der Gegner Verteidigungsresistenz minus 50% erlitten hätte. Chance in Prozent Behendigkeit. Er hat schon relativ viel. Dann gehen, wenn ich kontern kann, Crit plus 10 ist eigentlich auch geil bei ihr. Amber, ja, ist halt ein Lanzenkavalier, dann haben wir schon einen. Aber ein Zweiziegel, okay. Haben wir schon gewundert. Ja, das ist noch zu früh für sie, war. Axtkavalier, Axtflieger, Axtritter. Berserker, der hat bei ihr am liebsten. Da hat einen Krieg oder so. Lapis, ja, haben wir jetzt auf der Schwertmeisterin. Ich muss auch mehr mit ihr trainieren, zu gucken, wie bei ihr die Dinge aussehen, die Behendigkeit und so. Ob sie überhaupt dazu geeignet wäre. Boucheron als Axtritter. Ja, nee. Das machen wir nicht, Freunde. Das machen wir nicht. So, ja, jetzt die Frage. Michael, wen nehme ich? Weil ich muss doch mal. Ja, aufs Klo muss ich auch mal, aber es ist ein anderes Thema. Mage haben eigentlich schon relativ viele und gute. Da will ich noch ein bisschen abwarten. Eigentlich bei beiden, wenn ich ehrlich bin. Weil die Comment natürlich schon cool ist. Ja, auch wenn es natürlich jetzt an Fähigkeiten nicht viel bringt. Weil beides halt schützend sind, ich mache trotzdem mal Alchris, komm. Gucken, was er als Scharfschütze drauf hat, oder Elite-Schütze. Das sind doch viele geile Werte, wenn wir ehrlich sind. So, die Zweiziegel warte ich mal noch. Jetzt wird's richtig lustig. Ach du Scheiße. Der hat die Silberlanze, er hat sowieso schon so viel Power. Dann machst du tatsächlich jetzt mal so. Ist völlig ungewohnt und könnte lustig werden. Ach, bei denen hier. Ist auch krass. Alle optimieren bei allen gleichzeitig, das geht, aber das hier geht nicht. Oh ja, gar nichts. Ich will nur ganz kurz gucken oder testen, wenn ich das bei ihm machen würde. Der Stahlbogen plus 1, Langbogen plus 1, noch ein Stahlbogen. Warum? Die alle optimieren, ey. Ja, du kriegst natürlich die Silberlanze. Meißellanze nicht. Warum? Kann sie gar nicht führen oder was? Ach du Scheiße. Ich hab sogar langsam vor, das müsste ich irgendwie offscreen machen, sowas. Wie sieht es mit den Emblemen aus? Genau, mit den Ringen kann ich alle optimieren. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ah, doch hier, alle Ringe. Hä? Er ist hier auch gegangen mit dem Inventar? Optimieren alle Lagern. Ah, super. Wobei, lustig, hä? Alle optimieren hier geht gar nicht. Lustig. So. Embleme. Ich habe gesagt, wir mal hier mit Tiki kämpfen. Und mal versuchen zu testen oder zu kämpfen. Louis. Im Prinzip, wie wir schon bisher gemacht haben mit Sigurd, eigentlich super. Ich glaube, Behendigkeit, Verteidigung noch mehr, wa? Eigentlich braucht er einen Ring für KP.
Verteidigung. Und natürlich auch Stärke wie mit Roy. Doch gib ihm mal Leaf. Also, kann er einfach durchswitchen so. Celica. Hat die eigentlich... Celine, Entschuldigung. Ein super Verhältnis mit Celica. Deswegen kann sie auch Stäbe nutzen. Gebe ich vielleicht noch Mikaia mit? Bandlevel hier ist schon 10, da geht eh nicht mehr. Wir versuchen auch mal ein bisschen was Neues, Freunde. Mit Marv, da kannst du eigentlich noch ein bisschen mehr vom Level her machen. Das passt von mir aus eigentlich. So, eben du hast ja hier mit Mikaia ein super Ding gemacht, einen super Job. Wie sieht es mit Celica aus? Ich meine, da ist natürlich noch ein bisschen mehr Stärke. Deswegen finde ich eigentlich Celine und Mikaia nicht so schlecht, weil, seien wir ehrlich, wir machen mit ihr sowieso kaum was in physischem Angriff. Was ein bisschen meine Schuld ist, muss ich dazugeben. Yunaka oder... Das war doch ein dritten Mage eigentlich, aber mit Citrin. Aber Stärke bringt bei ihr nichts, das ist ein bisschen verschwendet. Diamant, bei dir die Frage mit Sigurd, damit du auch mal ein bisschen weiter latschen kannst. Gehen wir bei dir auf brachiale Gewalt. Ich glaube, Citrin mit Sigurd kombinieren. Und Chloe mit Roy? Das ist natürlich kein Diamant, wa? Jetzt bist du gerade da. Ne, komm, wir bleiben so. Chloe Edelgard. Mir wurde irgendwie empfohlen, das so zu machen. Alkris mit Edelgard. Yeah. So. Chloe, gehen wir hier ein bisschen durch, wa? Kann ich irgendwie sortieren? Ne, nicht wirklich, wa? Stärke, Wendigkeit, Geschwindigkeit. Das ist natürlich für sie ist natürlich optimal, weil ich alle drei habe. Nabal wird auch gehen. Eigentlich denke ich momentan eher an Legion, tatsächlich. Haben wir hier noch Schönes. Saba ist natürlich auch schön, ne? Behendigkeit, Geschwindigkeit. Alm. Stärke, Behendigkeit. Gut, ist eigentlich wie bei ihr, war. Na komm, nehmen wir den hier. Dann haben wir zwei Damen vereint. Etienne, du brauchst vor allem auch zum Crit natürlich Behendigkeit. Der schwarze Ritter. Dass der im Ring von Mikaia zugewiesen ist oder auch zugewiesen ist. Resistenz, warte mal. Hat es Chloe in den Ring gegeben? Hier, Stärke, Wendigkeit, Geschwindigkeit. Ich habe nicht noch einen Mage, war dem ich den Ding geben. Also theoretisch schon, aber kein hier drin. Okay, warte mal, mach es nochmal anders. Ich weiß, Leute, das dauert und dauert immer, tut mir leid. Man muss halt auch sein. Ja, ich könnte es. Ich glaube, das überlegen wir sogar künftig einfach offscreen zu machen, einfach zu sagen oder zu zeigen, von wegen, hey, die Ringe habe ich jetzt gewählt, weil ich finde, das passt. Luke Ace ist natürlich, Alter. Ja, langsam mal starke Ringe dabei, vor allem auch für die Magier. Arden, naja, trotzdem nur +1, ist irgendwie auch ein bisschen, naja.
Du. Amber momentan noch gar keinen Ring, das können wir natürlich ändern. Die Frage wäre mit Legion, weil Stärke weniger Geschwindigkeit. Natürlich ein Kämpfer wie ihn, glaube ich, gar nicht mal so übel. Die anderen, ja, schon. Clan, ich mache jetzt mal nicht den Pusheron. Anna und Lapis würde ich gerne mal noch angucken. Die Lina, ja, die Tochter von Hector. Wir haben noch irgendwas mit der Power. Aira B. Denkt der schon wieder. Hat er nicht eben einen Ring, der mir mega Boosts auf Geschwindigkeit und Behendigkeit gegeben hat, oder bin ich jetzt schon wieder doof? Wie lange ist die scheiß Übersicht? Hier. Nein, Speed drauf mit Luke. Ja, komm. Lapis war noch etwas, genau. Ich glaube tatsächlich irgendwie auf einen Ring mit Geschwindigkeit, wenn es geht. Behendigkeit, Geschwindigkeit. Ja gut, ich meine, was soll er sonst nehmen bei ihr gerade? Natürlich unter der Voraussetzung, ich kann sie überhaupt einsetzen, ne? Und der gute Alm kommt gar nicht zum Zuge. Alm. Ne, kann man nicht Alm. So. Oh mein Gott, das nur mit den Ringen, ey. Jetzt wird's richtig spannend. Wie gesagt, es macht für mich keinen Sinn, wieso er so ein Schwert nehmen soll. Silberschwert. Eigentlich Liberation Panzerbrecher. Mehr braucht er momentan nicht. Wenn er nachher noch mit Fäusten reinkloppen würde, ja, okay. Aber Liberation ist schon so stark wie ein Silberschwert. Also fast. Bei dir die Silberlanze verstehe ich auch nicht. Du bist eh schon so verdammt mächtig. Eisengroßlanze eigentlich auch ein Quatsch. Bin mit denen nicht so... ja, nicht so happy jetzt. Maislanz zum Kritten. Im Vergleich zu den anderen eher ein bisschen schwächer. Was das heißt, bei dir wird... Was ist das nicht schon wieder? Die haben nochmal Ideen mit der Zuweisungen der Dinge. Das ist ganz creepy. So, okay. Natürlich ist bei ihr jetzt ein bisschen doof. Warte mal, einen Rittertod nehme ich jetzt nicht bei ihr mit. Alfred, Alfredo. Zielplan hatte sie. Ist jetzt, frage mich tatsächlich die Frage. Ich frage mich die Frage. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt Sinn macht. Wenn ich eine Meißlanze habe, greife ich vor allem mit damit an. Das ist vielleicht Langspeer, Meißlanze und Rittertod. Wenn ich auch nur mal sicher gehen will. Stanze hat er hat eine. Ich glaube, ja, das macht mehr Sinn. Also wie ich es gerne spielen würde, wohlgemerkt. Genau, jetzt hat er eine Silberlanze, ist doch cool. Langspeer auch. Da brauchen wir doch keine Stahllanze mehr. Spiel, was ist los mit dir? Ein bisschen nachdenken, bitte. Also natürlich, ich bin jetzt derjenige, der total im Rad dreht und keine Ahnung von nichts hat. Das heißt, jetzt kannst du das Teil immer noch nehmen. So. So, ich glaube, bei ihm sind wir durch. Louis. Leichtlanze finde ich bei dir interessant. Den brauchst du nicht.
Da wäre eigentlich mir zum Ausweichen, aber ganz ehrlich, wo soll der noch ausweichen, der Kumpel? Naja. Selin, was hast du Schönes? Silberschwert. Klar, ich lebe es ihm ab, dafür, damit sie es kriegen kann. Mhm. Panzerbrecher. Nee, niemand Stahlschwert. Also ich will mit dir eigentlich Magie machen, nichts anderes. Also. Feuer, Donner. Ne, manchmal, da stimmt was nicht. Kein Donner. Den haben wir schon. Wind. Wieso nehmen sie keinen Wind? Purgativ. Ja. Ich habe dummerweise nur einen Stab, das ist mir ein bisschen zu wenig. Dann kann sie Stäbe momentan nur Rang B verwenden. Okay, machen wir trotzdem bei dir so. Gut, dann haben wir das einigermaßen. Immer Michael ist halt noch nicht viel los, aber scheiß drauf. Jetzt haben wir natürlich das so gemacht und kann deswegen keine Stäbe mehr nutzen. Was ich vorher konnte. Da muss ich jetzt das noch ein bisschen beobachten. Silberschwert, Panzerbrecher ist schon mal geil. Die Eisenklingen bin ich kein Fan von, aber gut. Eine Waffe mitnehmen, mit der du irgendwie leichter kontern kannst. Ich darf mir gar nicht auf die Uhr zu gucken, wie spät es schon ist. 37, ja, zu Recht traue ich mich nicht. Scheiße. Scheiße, Feuer, okay, gut. Dann haben wir halt 2 Magier, gut, eben sie kann Pflege nutzen. Dann kann das nutzen. Was willst du noch nutzen? Nein, nein und nochmal nein. Das Spiel macht mich fertig. Okay. Stäbe, ja, ich bin auch für Purgativ, obwohl sie ja fliegen kann. Das heißt, da stimme ich jetzt im Spiel zu, das macht keinen Sinn. Fortschritt, ja, weil Rettung kann ich eh nicht nutzen. Das heißt, es würden doch eher sie nehmen, Purgativ. Weil ich finde, die Charaktere, die eh weit fliegen oder marschieren können, die können auf Purgativ verzichten, einfach dahin fliegen und Pflege einsetzen. So. Also immer Michael Fehm noch irgendwie. Sobald ich einen Entwickler und er mit den Fäusten zuschlagen kann, ist das Problem auch gelöst. So, haben wir das mit Roy. Citrin und Sigurd. Dann haben wir das soweit auch. Chloe hat mittlerweile einen anderen Ring. Haben wir gar nichts gemacht, war? Optimieren. Auch hier wieder Langbogen. Ja, noch so ein Scheißbogen bringt mir gar nichts. Ich soll nicht einfach den mitnehmen. So, Etje, was sagst du? Okay, den hat sie dabei. Okay, das könnte was werden. Langsam aber sicher. Amber. Also. Ja, aber es halt nicht mehr so viele, ist klar. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Sie hat Silberaxt. Okay, Stabaxt. Nee, ich auf eine Stahlaxt. Wurfbeil. Ja, Eisengroß würde ich auch nicht nehmen, wenn schon. Nehmen Sie noch einen Hammer.
Boucheron theoretisch auch noch. Ich warte auch mit den Echsen und so, bis ich mal Diamant entwickle. Ach, ich meine, hier, ihr könnt hier ein Ding, einen Hammer nehmen. Ja, von der Waffe nicht so Fan. Aber das ist mein persönliches Problem. Dann, ja, wenn er treffsicher ist, bei ihm ist es gar nicht mal so schlecht. Warte mal, sie kann ja B-Dinger nutzen, ne? Ja, ne, Evan kann ja auch Teleport nutzen, ne? Und Stab auf B hat. Erste Stufe Plus, super. Da bringt's ja. Erneuerung. Ja, so schlecht. Oder Rettung. Nee, hat er schon. Nee. Ich wollte eigentlich... Nicht Teleport. Doch, warte mal. Ich lasse ihm Teleport, ich lasse ihm Pflege. Dann knallen die zweite Stufe hier weg. So. Okay. Jetzt bräuchte er natürlich noch im Idealfall einen Ring, der seinem Fähigkeiten entspricht. Hat irgendwie etwas mit Speed und Stärke am besten. Saber. Der gute alte Saber. Wieder mal ein Sabbat. So, den Rest lasse ich jetzt mal. Boucheron, theoretisch kann auch wieder einen Ring geben. Mach irgendwie was Simples, oder? Ein Ardenring, ja komm. Stärke, Verteidigung, das passt zu ihm. So, Freunde. Viel Zeit damit verschwendet. Wir wären eigentlich fast soweit durch hier. Was mir noch fehlt natürlich sind die Gespräche. Ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber müssen wir machen, nächste Folge dann. Gehen wir die nochmal an, bevor wir uns dann aufmachen zum ersten Kapitel, war. Ich will trotzdem mal ganz kurz noch machen. Wir haben schon überzogen. Was soll ich jetzt noch machen? Scheiße, Ringkammer, nein. Hier. Weil wir haben noch Geld übrig, da heißt, ich kann es auch ein bisschen investieren. Spenden, weil wir sind ja jetzt eh noch eine Weile in Brodia. Ja komm, wir spenden gleich alles. Level 3. Wudao! Oha, Stahl, Bahnfragmente, super. Ja, ja. Scheiße, Mann. Soll ich dir einen Wudao geben? Nee. Wendiger ist viel zu tief, da kriegst du niemals im Leben, Kumpel. Ja, aber er ist doch keine Assassine. Genau, gib's hier. Wudao. Mal gucken, was sie kann, ne? Mal gucken, Freunde. Okay, dann war es jetzt aber auch für die heutige Folge. Ich sage an der Stelle endlich danke fürs Zusehen. Nächsten Part also kurze Gespräche noch und dann das nächste Kapitel. Endlich mal. Ich weiß, es dauert und dauert, aber man muss sich halt manchmal die Zeit dafür nehmen. Und dann, ja, ich meine, wir haben noch Bamfang, wir können noch mal ein bisschen schmieden und so, aber können wir uns das nächste Mal, nach dem nächsten Kapitel machen. Ich habe mir sagen lassen, zwischen Kapitel 9 und 10 soll man sich gut vorbereiten. Also ich hoffe, ich habe es noch so im richtigen Kopf, da habe ich ja auch Pech gehabt und es hieß jetzt Kapitel 18, 9. Das wäre dann doof, obwohl ich bin gut vorbereitet, komm. Mit den ganzen Ringen und so, das wird schon. Fähigkeiten ausrüsten. Scheiße, da habe ich auch vergessen. Die Fähigkeiten switchen, wo es geht.
Wobei mit den meisten eh nichts zu tun hatte. Michael hat ein paar. Statt Agilität. Ich mach mal den hier. Schweigebann, Immunität. Okay, Sterbe kannst du momentan ja gar nicht verwenden. Das heißt, ich kann den tauschen oder gegen heilendes. Wobei. Wenn ich eine Sterbe verwenden kann, bringt mir auch heilendes Licht gar nichts. So. Schwerkraft. Schwerkraft, nein, Schwertkraft, so. Genau, gut. Momentan reicht das, Freunde. Ja, noch gemacht. Gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.